Leute, hallo! Wir gehen in den Wald. Endlich weg vom Friedhof. Der ist ja für gewöhnlicherweise immer ein bisschen gruseliger. Es war sehr, sehr spannend. Zumindest war ich sehr nervös. Und ich weiß nicht, ob man das so gemerkt hat, aber ich glaube, ich habe es ganz gut überspielt. Wir hatten nämlich Zeitdruck. Nur 60 Sekunden für jedes Level bis auf den Boss. Gott sei Dank. Und jetzt geht's entspannter weiter. Was haben wir denn da für ein wunderbares Achievement? Da muss ich mal ganz kurz nachschauen. Ah ja, da haben wir es schon. Every stage in World 6 without using timed items. Okay, also, timed items sind diese Kollegen hier. Also die gelben im Prinzip. Bis auf die dürfen wir hier nicht mehr. Gut. Sollen uns nicht weiter stören. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hier. Das heißt, wir können jetzt erstmal gemütlicher reinstarten. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wenn die Gegner wieder so haben. Ah ja. Okay, ich hab gedacht, ich kenne den Gegner noch. Und ja, ich kenne den Gegner noch. Das ist ein Bombenfresser. Und ihr habt natürlich schon gesehen, was der kann. Der frisst die Bomben auf. Wenn er sie vor der Schnauze direkt hat. Dementsprechend ein bisschen schwieriger zu killen. Aber halt auch nicht so schwierig. So, zack. Triple Kill an dieser Stelle mal. Oh. Perfekt. Ich hätte gesagt, ich versuche jetzt einfach einmal, dass ich ein bisschen schneller alles cleare. Damit wir eben die Bonuspunkte kriegen. Jawohl. Denn Ziel ist ja immer noch 2 Millionen Punkte zu kriegen. Oder waren es 2 Millionen? Ich glaube schon, oder? Und weiter geht's. Schauen wir mal kurz nach. Ja, doch, 2 Millionen müsste das gewesen sein. Ja. Wichtiger Double Kill direkt. Ganz wichtig. Das ist irgendwie ein Blade Stay. Warum muss denn das Ziel direkt... Oh, oh mein Gott, die war fast eh nicht gelaufen. Oh, ich bin ein Trottel. Okay. Alter, Mann. Oh, oh. Ha, der Bombenfresser wäre sogar schneller, wenn er Bomben spottet. Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich bin echt noch nicht so ganz auf der Höhe. Nicht, dass ich ganz Scheiß baue. Ja, was heißt irgendein Scheiß bauen? Noch mehr Scheiß bauen. Okay. Der ist einfach geschafft. Leute, ich muss so sagen, ich bin unfassbar gespannt jetzt auf die folgende oder kommende Nintendo Direct. Ja, das ist ja die Nintendo Switch 2 Direct. Die offizielle. Und ich muss echt sagen, ich habe schon lange drauf gewartet. Es ist ein Event, das ich nicht verpassen möchte. Aber ich konnte es leider live nicht anschauen. Ja, da geht es ja schon mal los. Für euch ist es aber tatsächlich so, dass das Event bereits stattgefunden hat. Ich glaube, man hat gerade gesehen, dass dieser Maulwurf sich ganz leicht verpieseln kann. Genau, jetzt haben wir ihn. Komm. Perfekt. Der kann natürlich sehr, sehr interessant werden, wenn man nur im Anfangsbereich drin ist und ein bisschen stuck ist. Warte, wie viele Punkte müssen wir mal schaffen? 500.000? Na, warte mal. 100.000. Oh, shit. 100.000 pro halbe Welt. Scheiße. Oh, ob wir das schaffen? Schwierig, schwierig. Aber was ist denn zu erwarten von der Nintendo Switch 2?
Zumindest von dieser Direct. Von der Switch 2 ist ziemlich früh zu erwarten. Wir verbrennen jetzt einfach das Schild. Es hilft doch nichts. Aber was kriegen wir zu sehen? Okay, das war ein bisschen eine tricky Stelle. Wir kriegen wahrscheinlich nicht so viel zu Games zu sehen, sondern halt vor allem von der Hardware eben. Muss ich ehrlich sagen, finde ich ja völlig okay. Wir werden schon früher nur die Spiele kennenlernen. So, ich einfach mal drauf scheißen, ja. Wir lassen es einfach mal so gut sein und nehmen nicht alles mit das erste Mal. Ja, ich weiß. Crazy. Oh, wir brauchen nur noch 4 mal Speed. Ey, Carina hat so einen arschigen Kommentar drunter gelassen oder einfach Mare out of context. In einem der letzten Parts. Jetzt werden wir wahrscheinlich einfach mal gleich mal Uhr sitzen. Ja. Ja, jetzt schauen wir uns das erstmal an. Ja. Oh, let's go. Weil wir dürfen ja keine von diesen spezielleren also Timed Items verwenden. Ja, okay. Wir ballen einfach mehr rein. Es ist schon okay. Da war jetzt nichts dabei, was wichtig gewesen wäre. Aber der Speed ist wichtig. Oh ja, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Okay, passt. Wir haben geschafft. Über 100.000. Das passt. Das nehmen wir so. Ich glaube, im Bonus kann ich mehrere sagen zur Switch 2. Es muss... Oh, der Edel. Und jetzt kriegen wir sogar das Achievement. Mit dem Speed. Sonic Boom. Es muss auf jeden Fall ein neues 3D-Mario, ja. Gar keine Frage, das wissen wir. Aber vielleicht nicht unbedingt zu Release. Ja, es geht darum, was irgendwann auf der Switch 2 kommen muss. Natürlich ein weiterer Ableger von Zelda. Und auch natürlich einige Remakes. So, es gingen Gerüchte rum für ein Ocarina of Time Remake. Wobei es ja schon mal ans Game hat, und zwar Ocarina of Time für den 3DS. Das bei der ja ziemlich nice war. Auf diesem Kanal habe ich ja das Original Ocarina of Time von N64 bereits Let's Played. Ne? Kennt ihr gern? Da oben nachschauen. Mario Kart ist ja confirmed. Ansonsten glaube ich, dass ein Splatoon-Kämmer wäre, natürlich. Das ist ja... Was denn nicht? Ein Game, das... ja dann doch sich irgendwie etabliert hat von Nintendo. Ne? Und das mögen sie ja weiterhin fördern. Geiler Triple Kill. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, man hat gesehen, wie Brain AFK ich bin. Wow. Okay, jetzt ist es passiert, aber ich schaue, dass es nie wieder passieren wird. Wir sind wirklich verreckt jetzt. Ach du Scheiße, Mann. Und das am Anfang eines Levels. Unangenehm. Ich hoffe, dass es nicht auf die Punkte geht. Oh, Scheiße, Mann. Ja. Was kann ich jetzt dazu sagen? Naja, außer ich merke immer, wenn ich unter der Woche einfach auf die Nacht aufnimmt, dass ich völlig matsch in der Birne bin. Bei mir geht irgendwie gar nichts mehr. Ich glaube, man merkt es am Commentary, dass meine Parts einfach, die am Wochenende aufnehmen, einfach wesentlich besser sind. Und wir hatten jetzt natürlich das Glück, dass wir gerade noch die 99 Speeds erreicht haben. Sonst hätten wir jetzt noch mal ein bisschen grinden müssen. Okay. Aber ist schon okay. Wir verbauen uns damit kein Achievement. Ich habe jetzt extra noch mal kurz nachgeschaut. Alles gut. Wir müssen einfach nur ein bisschen besser aufpassen jetzt. Okay, es geht ganz normal weiter.
Das kann schon mal passieren. Ist ja egal, wir spielen ja nur den Story-Mode. Schlimmer wird's dann im Battle-Mode, denn da werden wir öfters verrecken und die werden mehrere Tries brauchen. Das kann ich schon mal gleich versprechen. Ey, Dude, ist das dein Scheiß Ernst jetzt? Ich hab das vorher auch noch gesagt. Die Maulwürfe können gefährlich werden. Und zack, der buddelt sich einfach in mich rein. Was soll ich denn da machen? Ich hab das nicht mehr gesehen. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, habe ich das Gefühl. Was sind denn das für Idioten, Mann? Okay. Punkte werden, glaube ich, nicht abgezogen. Ah, immerhin One Kill gemacht. Ah, shit. Oh, doch, die kriegen wir doch noch. Ah, na, doch nicht. Naja. So, dann kriegen wir jetzt... Jawohl. Dieses komische Stinktier. Die Stinktiere haben übrigens die Fähigkeiten, wie ihr schon seht, die können so ein... Die können einen Chance lassen, auf gut bayerisch gesagt. Und das ist nicht nur ein feuchter Schor, sondern der hat's in sich. Der lässt nämlich nur mehr ein bisschen mehr explodieren. Beziehungsweise die haben nur mehr eigene Schusskraft, sagen wir mal so. Die sich dann entfaltet, wenn es entzündet wird. Das heißt, da wir heute an Shores anzünden. Lol. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt schon ein paar Mal aus Versehen ein paar Items verbrannt, aber ich habe gemerkt, dass ich die wahrscheinlich niemals verwenden werde. Und dass es irgendwie doch schon fast wieder egal ist. Okay. Passt. Oh ja, wir haben jetzt fast die 200.000 Punkte in der Welt geschafft, was gut ist, weil wir müssen wir mindestens schaffen, damit wir das Achievement zum Schluss raus ergattern. Ich bin da wirklich froh, dass die beiden Tode uns jetzt nicht so wirklich aus dem Gleichgewicht gerissen haben. Aber wir müssen natürlich drauf schauen, dass wir 9 Leben beibehalten können. Beziehungsweise zum Schluss dann haben, weil ich glaube, dass das eine Achievement mit den 9 Leben im Normal Mode haben daraus besteht, den zum Schluss zum haben. Was gibt's denn jetzt? Habe ich den schon wieder nicht getroffen. Aber ich weiß halt leider nicht genau. Oh. So. Denn wir hatten ja offensichtlich schon mehrmals die... Dann bin ich dumm und platziere einfach nur Scheiße. Wir hatten ja schon mehrmals 9 Leben. Deswegen war es halt immer so die Frage, warum triggert das Achievement nicht? Aber gut. So, ich sage ganz ehrlich, ich habe richtig Schiss vor den Maulwürfen. Perfekt. Aber wir haben ihn. Und ich mache jetzt auch mit Absicht ein bisschen langsamer. Weil ich halt doch jetzt irgendwie merke... Ah... Meine Konzentration ist einfach hinüber. Meine Konzentration ist hinüber. Und ich muss nachher noch Super Mario 64 aufnehmen. Das kann ja was werden. Machen wir einfach wieder weiter, oder? Ganz einfach. Ist vielleicht auch dumm, wenn ich keine Items einsetze. Aber was soll's. Maulwurf bitte killen, danke. Mhm. Ist da die Gamidema? Schön.
Die Fernzündungsbombe darf man natürlich nicht verpassen, ey. Wenn die weg ist, dann haben wir schon mal ein Problem. Aber ich hab auch noch mal nachgeschaut. In den späteren Welten kriegen wir für richtig arschige Achievements. Beziehungsweise Challenges. Ob wir die Achievements kriegen, steht nur so in die Sterne. Wir dürfen zum Beispiel auch mal nicht die Control Bomb verwenden und auch nicht die Stachelbombe. Yes! Ha! Er ist wieder umdreht. Geilo. Und ihr wisst, ich nutze ja gerade diese beiden Bomben immer so oft. Und ich glaub fast, das geht jedem eigentlich so. So, wir sitzen glaube ich 2 Uhren, ey. Und dann bald schon die Stachelbombe wahrscheinlich. Ja. Oh. Ich hab mal, ich kann den noch erreichen, den anderen Kollegen. Okay. Jawohl, 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 jawohl. Das waren edle Kills. Alter, wie viel sind denn das? Killen wir den letzten, oder? Na, passt schon. Egal. Ich glaube, langsam kann ich mich wieder an die Items machen und die sammeln. Denn punktemäßig sind wir sehr gut dabei. So, ich starte mir wieder aus mit dem Schild, das ich das letzte Mal nicht verwendet habe, aber was soll's. Extra Herz, genau, weil ich mag jetzt nicht mal verkacken. Zwischenspeichern darf ich glaube ich nicht, weil die Achievements kannten dann irgendwie blockieren und das möchte ich nicht. Wir schalten direkt um auf den Battle Screen. Oh ja, Battle Screen. So möchte ich es nennen. Battle Screen. Wer ist unser Gegner? Ein recycelter Gegner, den hatten wir doch schon mal, beziehungsweise so ähnlich in Welt 1. Okay, ich wollte euch mal kurz das Schild sagen. Das kann man mit Y verwenden. Und das kann halt ganz einfach und ganz lässig. Bam. Bam. Unser Feuer blockieren. Oder auch Feuer der Gegner. Ah! Was war denn da gerade los? Also es konnten, glaube ich, nur Feuer der Gegner blockieren. Aha. Und nicht so Attacken. Oh, hier, die kannst du die Gegner unten killen, aber na. Ja, der versteckt sich da immer so gemein. Komm. Braucht man. Hä? Cadillac Reflexes, jetzt Hobbys. What? Okay, also war das wirklich ein Bug. Wir haben mal sterben müssen praktisch. Alter, ich hab mich wirklich aufgeregt, waren wir hier flawless durchgegangen. Und das Achievement hätte nicht getriggert. Mit den neuen Leben. Okay, geil, aber ich freue mich, dass wir dieses Hardcore-Achievement, auch bewältigt haben. Der Wald wird schön, die Lichtung ist schön. Und als nächstes geht's in eine Winterlandschaft. Oh, es wird immer schwieriger und schwieriger. Man merkt es an den Gegner. Maulwürfe sind heimtückisch. Oh Mann. Aber Leute, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und die Nintendo Switch 2 Direct. Ey, ich bin so gespannt, Mann. Aber auf jeden Fall, bei der Song. Bewertung nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein.